Die zweite Welle ist da, titelt Blick in der Schweiz. Die Steigerungsrate der Infektionszahlen gehört derzeit zu den höchsten der Welt. Der Bundesrat spricht noch davon, man wolle die zweite Welle verhindern. Zwar ist die Einreise in die Schweiz ab dem 20. Juli auch aus einigen Nicht-EU-Staaten wie Marokko, Algerien und Tunesien wieder erlaubt, aber selbst Schweizer müssen nach ihrer Rückkehr 10 Tage in Quarantäne. Hallo zusammen. In den Medien vernehmen wir neuestens immer mehr den Begriff zweite Welle. Von wieder steigenden Zahlen ist die Rede, wie beispielsweise hier vom 24. Juni. Die zweite Welle kommt sanfter, aber kann mehr Tote fordern. Darin lesen wir: Muss man damit rechnen, dass auch auf die Schweiz eine zweite Welle zukommt? Es gibt eigentlich keinen Grund zu glauben, dass das Schlimmste sicher vorbei wäre, so Katrin Zöfel. Die recht strengen Maßnahmen haben dafür gesorgt, dass die erste Infektionswelle nicht so lange gedauert hat und die Fallzahlen nicht noch mehr in die Höhe geschnellt sind. Das ist gut und ganz klar ein Effekt der politischen Entscheidungen. Diese zweite Welle kommt sanfter, aber sie kann deutlich mehr Tote fordern als die erste, weil sie länger dauern wird. Einen großen Einfluss darauf, wie viele Tote es geben wird, haben den Forschern zufolge die Vorgaben für Schulen oder Regelungen fürs Homeoffice. Je mehr Abstand in den Schulen und je mehr Homeoffice, umso weniger Opfer. Je mehr Abstand in den Schulen, umso weniger Opfer? Habe ich da etwas verpasst? Schauen wir uns doch noch einmal die Tabelle des BAG an, die ich euch bereits in einem vorigen Video gezeigt hatte. In den Altersgruppen 0 bis 9 und 10 bis 19 zusammengerechnet gerade mal 1161 bestätigte Fälle und von denen ein einziger Todesfall, von dem man nicht einmal zu 100% weiß, ob Covid-19 der Hauptgrund war. Also entweder haben wir hierzulande sehr viele 70+ Schüler oder die Leute haben Tomaten vor den Augen. Je mehr Abstand in den Schulen, umso weniger Todesopfer. Wo ist da der Zusammenhang? Wenn doch genau die Altersgruppen, wo wir Schüler haben, überhaupt gar nicht zur Risikogruppe zählt. Und hier aus einem Artikel vom 19. Juni ebenfalls von SRF News: Die Corona-Ansteckungen nehmen in der Schweiz wieder zu. Das beunruhigt die SRF-User. Sie befürchten eine zweite Welle. Die Zahl der Corona-Ansteckungen in der Schweiz innerhalb einer Woche ist auf 156 Fälle gestiegen. In der Vorwoche waren es laut BAG noch 131 Fälle. Jetzt schlägt Matthias Ecker, Leiter des Nationalen Taskforce gegen das Coronavirus, in einem SRF-Interview Alarm. Wir beobachten, dass die Anzahl Fälle wieder steigt. Das bereitet uns Sorge. Und eine zweite Welle könnte in der Schweiz bereits in den nächsten Wochen kommen. Und nun hier ein Artikel vom 2. Juli von dieser Webseite hier. Steckt die Schweiz bereits in der zweiten Welle des Coronavirus? Darin heißt es: Gemäß dem Epidemiologen Andreas Czerny sind wir bereits in der zweiten Welle angekommen. 62 am Dienstag, 137 gestern, 116 heute. Die Corona-Zahlen steigen in den letzten Tagen wieder an. Der Bundesrat beschloss deshalb die Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Dass aber die Zahl der Fälle auch aus diesem Grund wieder angestiegen ist, weil der Bund nun seit dem 25. Juni die Kosten für die Corona-Tests übernimmt und somit auch zu erwarten ist, dass mehr Tests gemacht werden, davon wird nicht gesprochen, obwohl dies doch gar kein unbekanntes Phänomen sein müsste. So lesen wir beispielsweise auf der Seite des Multipolar-Magazins: Ihre Führung bei den Fallzahlen nun belegt. Bislang vermieden es das Robert-Koch-Institut und die Bundesregierung, die Anzahl der wöchentlich in Deutschland durchgeführten Corona-Tests zu erheben und zu veröffentlichen. Stattdessen wurde mit aus dem Zusammenhang gerissenen Fallzahlen Angst und Panik geschürt. Amtliche Daten belegen nun erstmals, dass die rasante Zunahme der Fallzahlen im Wesentlichen aus einer Zunahme der Anzahl der Tests resultiert. Und nun, aus all den Angst- und Panik verbreitenden Medienberichten heraus, wurde ich auf einen sehr interessanten Artikel aufmerksam gemacht, den ich gerne mit euch teilen möchte. Diesen finden wir auf der Webseite von insideparadeplatz.ch. Der Titel lautet: Nicht das Virus startet die zweite Welle, sondern der Bundesrat. Und wer verkündet, was der Bundesrat bekannt gibt? Die Medien. Der Verfasser dieses Artikels ist Christoph Pfluger, er ist Herausgeber der Zeitschrift Zeitpunkt. Er schreibt: Dank Tests in nie dagewesenem Ausmaß steigen die Fallzahlen.
Der Bundesrat aktiviert seine Notrechtskompetenzen und verfügt die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Gleichzeitig liegt der Anteil der Covid-19-Fälle bei verschwindenden 0,2% der Hospitalisierungen. Die befürchtete zweite Welle beginnt mit Statistiken und Maßnahmen, die mit dem medizinischen Geschehen kaum noch etwas zu tun haben. So sagt auch Matthias Egger, Präsident der nationalen Covid-19 Taskforce von der Universität Bern: Wir werden derzeit nicht mit Neuinfektionen überrollt. Doch die Fallzahlen steigen. Seit Tagen malen die Medien in immer schrilleren Tönen das Bild der zweiten Welle. Dass mehr Tests denn je zuvor gemacht werden, verschweigen sie tunlichst. Seit der Bund die Kosten übernimmt, ist die Anzahl der Tests auf Rekordhöhe gestiegen. Dass der Anteil der Testpositiven seit Mitte März stetig sinkt, während der Hochsaison des Coronavirus lag 40-mal höher, wird dagegen nicht genannt. Seit 5 Wochen liegt er beharrlich unter 1%, was in etwa dem viralen Grundrauschen entspricht. Bei Billionen von Viren in jedem Individuum hat es immer von allem ein bisschen in der Gesellschaft. In den letzten 4 Wochen starben gerade noch 7 Menschen mit Covid-19, vielleicht einer an dem neuartigen Virus. In derselben Zeitspanne wurden pro Woche noch 8 Menschen mit dem Coronavirus ins Spital eingeliefert. Ein winziger Anteil von 0,18% der 4.830 Menschen, die pro Woche in der Schweiz hospitalisiert werden. Das ist beim allerbesten Willen keine Krise, die eine Aktivierung von Notrecht erfordert. Es ist nicht einmal eine besondere Lage. Es ist vollkommen normal, dass jederzeit ein paar Menschen am Ende ihrer statistischen Lebenserwartung mit Grippesymptomen und Atemwegserkrankungen im Spital behandelt werden müssen und dass einige von ihnen sterben. Trotzdem zogen die Medien die Alarmglocken, die Kantone schlafen, in den Worten des Boulevards. Der Bundesrat musste handeln, vielleicht wollte er auch. Und der Gesundheitsminister machte schon in der Samstagrundschau von Radio SRF vom letzten Samstag klar, dass es bei der Epidemie längst nicht mehr um Tote oder fehlende Intensivbetten geht, sondern nur noch um die Bekämpfung eines Virus von mittlerer Gefährlichkeit. Die Epidemie bleibt bei uns, bis wir einen Impfstoff haben, sagt er gleich zweimal in der halbstündigen Sendung. Notrecht wird also nicht mehr angewendet, um eine Not abzuwenden, sondern um ein Virus zu bekämpfen, das viel weniger gefährlich ist, als man angenommen hat. Die Fallzahlen sind heute sein Kampfbegriff erster Wahl. Wenn es um Medizin geht, stellen sich die meisten Menschen unter einem Fall etwas von Bedeutung vor. Eine Grippe dürfte kaum diesem Kriterium entsprechen. Die steigenden Fallzahlen bezeichnen aber bloß positive Tests. Sie verschleiern den Anteil der symptomfreien und natürlich der Anteil der echten Krankheitsfälle. Von den 762 Fällen der letzten 4 Wochen führte nur gerade 30 zu einer Hospitalisation. Damit ist der Fall als Begriff ähnlich vage wie die asymptomatische Krankheit, die als Bezeichnung eines Zustands populär wurde, den es gar nicht gibt. Eine Krankheit ohne Krankheitsmerkmale. Damit bestätigt Christoph Pfluger das, was wir schon in einem vorigen Video uns angeschaut haben, nämlich dass von den bisherigen Todesfällen 97% eine oder mehrere Vorerkrankungen hatten. Keiner stirbt an Corona, sondern mit Corona. Lesen wir weiter. Daraus den Bedarf einer notrechtlichen Intervention abzuleiten, ist kühn. Sie zeigt, was vom Versprechen des Bundesrates zu halten ist, eine Verordnungsregelung, die sachlich nicht mehr nötig und gerechtfertigt ist, im Einklang mit dem verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzip bereits vor Ablauf der Geltungsdauer aufzuheben. Dies schreibt er auf Seite 8 der Erläuterungen zum Entwurf des Covid-19-Gesetzes, mit dem er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen bis Ende 2022 legalisieren will. Es ist außerordentlich mutig, ein Gesetz für verlängerte notrechtliche Kompetenzen mit dem Versprechen in die Vernehmlassung zu bringen, sie maßvoll anzuwenden und diese Zusage 8 Werktage später zu brechen. So etwas kann der Bundesrat nur wagen, wenn er sich der Unterstützung der Medien sicher ist. Und wenn er damit rechnen kann, dass das Publikum weder Tabellen lesen will, noch selber einfache Berechnungen anstellen kann. Der deutsche Mathematikprofessor Wolfram Meyerhöfer hatte recht, als er die Corona-Krise auch eine Krise der mathematischen Bildung nannte. Trotzdem, die schikanöse Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr ist absurd und entbehrt eindeutigen wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen Grundlagen. Die Wirkung der Gesichtsmaske ist umstritten.
Und die Gesundheitsbehörden der meisten Staaten bezeichneten sie mal als unnötig, mal als empfehlenswert, mal als zwingend erforderlich. Zudem wird die Maskenpflicht willkürlich angewendet. Sie gilt auf Schiffen, wo man sich auf Deck gerne und ganz ohne Risiko den Fahrtwind ums Gesicht säuseln lässt. Sie gilt nicht in Flugzeugen, wo man so eng sitzt wie sonst nirgends. Dafür gilt sie, wenn man seine Meinung an einer Demo frei äußern will und kein Contact Tracing eingerichtet ist. Soweit der Stand vom 3. Juli. Und nun, 3 Tage später, auf Swiss-Flügen gilt ab sofort Maskenpflicht. Doch, was ist die politische Bedeutung dieser Verschärfung? Der Bundesrat gibt damit nach verschiedenen Lockerungen gewissermaßen den Startschuss für die zweite Welle. Sie basiert wie schon die erste auf Hochrechnungen, aber während man den ersten noch glauben durfte, sind die Modelle für die zweite Welle nachweislich falsch. Ein besonders deutliches Beispiel lieferte Professor Felay von der ETH Lausanne, Mitglied der bundesrätlichen Swiss National Covid-19 Task Force. Er hat im April berechnet, dass es diesen Sommer 5.000 bis 20.000 Corona-Tote geben wird, also bis zu 12-mal mehr als während der Hauptwelle. Um auf dieses bedrohliche Resultat zu kommen, beging er 2 unbegreifliche Fehler. Zum einen ging er davon aus, dass alle Infizierten auch erkranken. Dabei wusste man schon im April, dass 50 bis 80% der Infizierten keinerlei Symptome haben. Sein zweiter kapitaler Fehler: Seiner Hochrechnung zufolge haben alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Auch damals wusste man schon, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrößten Teil der Todesopfer ausmachen. Es spricht nicht gerade für die wissenschaftliche Qualität der Taskforce, dass eine derart mangelhafte Studie nicht zurückgezogen wird. Oder sich die anderen Mitglieder nicht wenigstens von ihr distanzieren. Was ist die Schlussfolgerung daraus? Die bundesrätliche Taskforce rechtfertigt sonst den Vorwurf, nicht die Pandemie zu bewältigen, sondern sie zu verlängern. Dann schreibt er weiter zu der kürzlich getroffenen Maßnahme einer Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr: Viel Protest für seine unverhältnismäßige Maßnahme wird der Bundesrat nicht ernten. Die Medien, die ihm das Terrain geebnet haben, werden ihm nicht in den Rücken fallen. Eine unverhältnismäßige Maßnahme, weil die Mehrheit der Bevölkerung ist von der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr kaum betroffen. 68% der Leser des St. Galler Tagblatts begrüßen gemäß einer Live-Umfrage die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Das entspricht ziemlich genau dem Anteil der Autos an der gesamten Verkehrsleistung von 69%. Mit der Corona-Krise ist der Anteil des motorisierten Privatverkehrs inzwischen auf 75% geklettert, derjenige des öffentlichen Verkehrs von 22 auf 16% gefallen. Neben den öffentlichen Verkehrnutzern sind von der Maskenpflicht vor allem die öffentlichen Transportunternehmen betroffen, aber diese sollen die Maßnahme nach Angaben der Bundespräsidentin gewünscht haben. Wenn ihr Wunsch, den eigenen Markt zu behindern, vielleicht nicht so dringend war, dann dürfte die Kompensation von 800 Millionen Franken für die Corona-Einbußen, die der Bundesrat mit der Maskenpflicht beschlossen hat, doch sehr beruhigend wirken. Aber es sind immerhin 100 Franken pro Einwohner, die der Steuerzahler dafür aufwenden muss. Zum Thema Impfung schreibt er dann weiter: Ein Einfallstor für ein Impfobligatorium? Das Covid-19-Gesetz bietet keine direkte Handhabe zur Einführung eines Impfobligatoriums. Die Kompetenz dazu liegt gemäß Artikel 22 Epidemiengesetz bei den Kantonen. Die Kantone können Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht. Aber der Bundesrat öffnet mit dem neuen Gesetz eine Hintertür. In den Erläuterungen zum Covid-19-Gesetz schreibt er auf Seite 9 und 10: In einer besonderen Lage nach Artikel 6 des Epidemiengesetzes folgende Maßnahmen anordnen. Impfungen für obligatorisch erklären. Er nimmt dabei nicht Bezug auf die Regelung der Impfpflicht im Epidemiengesetz Artikel 22, sondern auf Artikel 40 Maßnahmen gegenüber der Bevölkerung und bestimmten Personengruppen, mit einer abgeschlossenen Liste von Maßnahmen, in denen das Impfen nicht aufgeführt ist. Ob dabei die Beschränkung des Obligatoriums auf gefährdete Bevölkerungsgruppen bestehen bleibt, ist offen. Obwohl das Gesetz das Obligatorium beschränkt, könnten durchaus alle als gefährdet bezeichnet werden.
Im heutigen Verständnis gelten auch alle Träger des Virus als gefährdet. Dabei hat Covid-19 nur bei gewissen Risikogruppen einen schweren Verlauf und auch da nur bei einer Minderheit. Das sind Rechtsfragen, die in Krisenzeiten leicht unter den Tisch geraten. Der Wind kann sich schnell und radikal drehen. In der Botschaft zum Epidemiengesetz schrieb der Bundesrat 2010 auch, dass die Ausrufung der außerordentlichen Lage ein Ereignis von der Dimension einer spanischen Grippe erfordere und dass in einer solchen Lage mit keinen Mehrkosten zu rechnen sei. Auch wenn die epidemische Lage die Aktivierung des Notrechts keineswegs rechtfertigt, wird der Bundesrat den ersten großen Test seiner Unglaubwürdigkeit seit Beginn der Lockerung vermutlich bestehen. In der verrückten Corona-Zeit muss das berühmte Sprichwort wohl umgeschrieben werden. Wer einmal lügt, dem glaubt man auch, selbst wenn er nicht die Wahrheit spricht. Nur scharfe Beobachter werden erkennen, dass der Bundesrat die in der Krise erworbene Ermächtigung zu missbrauchen beginnt. Auch dieses Phänomen ist nicht unbekannt. Viele Regierungen nutzen die Corona-Krise für ihre eigenen Zwecke. So dreist missbraucht die Politik Corona für ihre Zwecke. Wo das Virus den Rechtsstaat zersetzt. Ungarn, Polen, Israel und sogar Großbritannien, immer mehr Regierungen wollen in der Corona-Krise ihre Macht ausbauen. So sagte bereits Franklin D. Roosevelt, in der Politik passiert nichts zufällig. Wenn es doch passiert, war es so geplant. Toll, dass es noch Leute wie einen Christoph Pfluger gibt, die nicht nur das wiedergeben, was die allgemeinen Medien berichten. Denn, so möchte ich abschließend sagen, wer nur oberflächlich liest, der sieht auch nur oberflächlich. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis bald bei Ein Licht in der Dunkelheit.